Für rund 2000 Jahre, vor Jesus auf der Erde war, gab es Gruppe von Leuten, die an der Bibel dax als Lehrmeister vom Gesetz oder Pharisäer bezeichnet gehen. Sie waren bekannt dafür, dass sie sich ganz streng und Bibel gehalten haben, beziehungsweise und das, was sie damals von der Bibel hatten, was wir heute Alt Testament nennen. Sie waren bekannt dafür, sich wirklich ganz streng darunter zu halten, weil sie wollte sich so gerecht machen für Gott. Aber der Jesus hat eine interessante Beziehung zu diesen Pharisäer und Lehrmeistern oder eine interessante Meinung über sie. So seht ihr zum Beispiel am Matthäus 5, Vers 20 zu einer großen Gruppe von Leuten: Ich so euch nämlich, wann Gerechtigkeit die von den Lehrmeistern vom Gesetz und von den Pharisäer nicht übertrifft, da kommt ihr bestimmt nicht an das Königreich vom Himmel heran. An den Himmel kommen, das als ihr von uns alle Gurten oder wahrscheinlich die meisten von uns Ziel. An heißete Jesus zu dieser Leid, dass die Pharisäer an die Lehrmeister vom Gesetz zwar eng ziemlich hohe Gerechtigkeit haben, wenn ich es richtig verstehe. Also hier seht, dass hier Gerechtigkeit groß ist, aber da sind sogar dene Leute hier Gerechtigkeit übertreffen soll. Aber ein bisschen mehr spät, noch immer am Matthäus, aber am Kapitel 24, 27 bis 28, seht ihr Jesus über die Pharisäer: Wie schrecklich ist es für ihr Lehrmeister vom Gesetz und Pharisäer, die Heuchler! Der seht wie geweißte Gräber, die bausse schön ausgesehen, me bannen drauf voller Schanke von Dodegen an all Zucht knascht sind. So kommt doch dir nur bausse für die Menschen als gerecht rüber, me bannen dran sie dir voller Scheinheiligkeit und Gesetzlosigkeit. Ma, das zu hören, war für die Pharisäer und die Lehrmeister vom Gesetz natürlich nicht einfach. Mir auch die Leute, die rundherum waren lo schockiert, weil die Leute waren schon bekannt dafür, dass sie sich so viel wie möglich und Gesetz halten, probieren, gerecht zu sein mit dem, was sie machen, mit ihren Doten. Ma, wenn sogar sie, das gut oder vielleicht sogar beste Beispiel in ihrer Gesellschaft, für einen, die sich gerecht behält, nicht können ans Himmelreich kommen, an vom Jesus so high zur Sau gemacht gehen. Wie können Merit da jemals packen, für an den Himmel zu kommen, mit eisen Doten, mit dem, was wir machen? Ma, mehr spät am Titus, das ist ein Buch, wo nicht dax drüber zitiert wird, weil das relativ klein, mir am Kapitel 3, Vers 4 steht: Me weet Gutheit an Leeft vu Gott, eisem Retter, fir d' Mënschheit erschenken ass. Do schwätzet vum Jesus. Huet hien eis gerett. Net weinst gerechten Doten, déi mir gemach hunn, me opgrund vu senger Barmherzigkeit, durch d'Bad vun der neuer Geburt an Erneuerung, déi durch den hellege Geest kënnt. Den huet hier reichlich iwwer eis ausgeschott durch den Jesus Christus, eise Retter. Also die Gerechtigkeit, die wir brauchen, für an den Himmel zu kommen, die mehr nicht können erreichen, also nur die Lehrmeister vom Gesetz und Pharisäer nicht erreichen konnten, so streng wie sie sich auch und Bibel gehalten haben, also stark wie sie doch probiert haben, können wir niemals durch Eisdoten erreichen. Wir müssen uns auf Jesus Christus verlassen. Wir müssen auf ihn hoffen. Wir müssen daran glauben, dass das, was er gemacht hat, nämlich Kreuz für uns Sünden zu sterben, dass das uns gerecht macht. Wir können eigentlich einen Punkt machen. Also gut, der Jesus hat es für mich gemacht. Ich brauche eigentlich nichts zu machen, für an den Himmel zu kommen. Das alles für mich gemacht gehen. Ich kann mich gemütlich zurücklehnen und mich auf Jesus verlassen. Mit dann haben wir aber auch Passagen, wie
am Jacques 3, Vers 14 bis 17. Mein Geschwister, wat für ein Wert huedet, wann seht, hat Glaven, mir möcht kein Doten? Kann so Glaven hier retten? Oh, so kann es sein, dass wir aber nicht gerettet sind. Wann ein Bruder oder eine Schwester nicht dat neidigt u gezei huet, an oni dat deschlecht ihr Sinn ass, an von ihr seht zu him, geh am Frieden, wirm dich, an ihrst dich saat. Mir die git him net dat neidigt, wat hi für zu lewe brauch, wat nutzt dat him? So, als auch de Glaven, oni Doten as sich selber dot. Den Titus schwätzt hei, de Jacques, schwätzt hei, mat Leid, déi Kröchte sind, déi und die Jesus glewen, déi sich darüber verlosen, dass die Jesus für sie auf für hier Sinnen Kreuz gestorben ass. An trotzdem seht hin hinnen, de Glaven allein geht net durch. Ma ech menge, wat dat do heescht, ass de Glaven, wo Jesus Christus geht durch. Dat wat he gemach huet, geht durch, man misse sos neicht machen. Me, wann man die Glave wirklich echt holen, wann man wirklich glewen, dass Jesus, der selber Gott ist, sein Platz am Himmel verlos huet, für auf die Erde zu kommen, für hei von denen Menschen, die he gemach huet, die sein Geschöpfer sind, für von hinnen umbrucht zu gehen, beleidigt zu gehen, ausgepeitscht zu gehen. A für wat? Für sie zu retten. Ich meine, wenn ihn dat sich wirklich mal auf der Zunge zergoen lässt, und dat wirklich glebt, da bewegt euch dat dazu, gut Doten zu machen. Da bewegt euch dat dazu, für dat, was an der Bibel steht, echt zu holen, und dat zu machen, was der Jesus an, was so alles am Wort steht, euch gesagt wird. Weil, nicht für das wir dadurch gerecht gemacht gehen, nicht für Gott zu beweisen, dass wir es verdient haben, an den Himmel zu kommen. Nee, wir dürfen an den Himmel kommen. Und aus Dankbarkeit, dass Jesus das für uns möglich gemacht hat, wollen wir das machen, was hinaus und Herz lädt. Wollen wir auch andere Leute helfen. Ja, einerseits mit Sachen wie Essen und Gezei, aber auch da, dass wir ihnen genau das erzählen, dass wir ihnen das, was mehr geschenkt kriegen, die Kado, die Gott uns gegeben hat durch Jesus Christus, dass wir den auch hinnen wollen weitergehen.